nix schickerieren, na, ich komm aus der Holly, da wo Topfer bauen, stauen und bauen und zupfern bis zum Morgengrauen. Sie sind's nicht gewohnt, dass man im Dorf zum Mikrofon greift, wie will eine Revolution. Nieder mit der Macht dieser Gewohnheit, reloaded, jetzt ist Showtime, ich hol die Ladies ans Mic. Denn die Männer mit einem Schmarrn, die verzämmen nix Nice. Ich habe ja überall gespielt, ich war in Las Vegas, ich war in Hollywood, in die ganzen Bierhäuser. Also das Bayerische, wenn du sagst, I'm singing in Bavarian language, die singen da mit und die finden es cool. Ria aus Puttenhausen in der Hallertau, die First Lady des Bavarian Rap. Selbst ernannt, wie sich das gehört im Hip-Hop. Aber tatsächlich, vor ihr hat noch keine Frau auf Bayerisch gerappt. Und dann gleich so kämpferisch, lustig, auf den Punkt. Mit minimaler Mindestsang und maximaler Swag. Von Moabit bis Gimmelkamp sagt dir das ein Gerät. Ich glaub, dass jeder, der noch immer umeinander fläzt, spätestens jetzt von der Gräben aufsteht. Das war damals noch nicht so cool, wenn man halt auf Bayerisch das gemacht hat, weil man hat ja da das auch im Hochdeutschen das R gehört. Also ich war dann schon verpönt, wo es dann gesagt hat, ja, du rappst jetzt mal nicht, weil du hast immer das R drin. Und man hat dann lieber die Kollegen genommen mit astreinem Hochdeutsch. Also damals war ich mit 16, 17, 15 auch schon ausgegrenzt, weil es halt zu bayerisch einfach war. Da war es ja noch nicht in. Und denke mir, irgendwann kommt es schon, dann passt es nur auf. Empowerment, Selbstermächtigung, ein offener Geist. Ria ist alleinerziehend mit 2 Töchtern. Mit 16 erste Rap-Band, später Hochdeutsch-Pop. Ria brennt, aber nichts zündet. Das ändert sich jetzt gewaltig. Auch wenn ich jetzt eine Frau bin und 2 Kinder habe und eigentlich die Sterne gar nicht gut steht, dass ich irgendwie nur 1 Minute Zeit für meine Leidenschaft aufbringen kann, ich ziehe das durch. Weil ich möchte nicht, dass der Sargdeckel drauf fällt und dann bereue ich, dass ich es nicht gemacht habe. Und vor allem möchte ich ein Vorbild für meine Mädels auch sein und sagen, Mädels, ihr seid Mädels, aber ihr könnt es alles schaffen. Auch wenn jetzt im Rap sehr männerdominierend ist, wir müssen uns da durchkämpfen. Wir schauen, dass wir irgendwie Gehör finden und sagen, hey, hier sollten mal mehr Frauen und auch die Frauen mit Kindern auf die Bühne. Bitte ermöglicht das mal, liebe Herrschaften. Ich hab schon längst die Zukunft denkt, ist positiv und nur am Mensch mehr Realität. Sport deine Rivalität, dies hier ist UNITY und der Spirit der Tech. Es wird Zeit für was Nice, denn sowas war noch nie da. Ria, ich sag's ja, wo's aus der Oberliga. Sie hat schon Yachten aufgemotzt, Hollywood-Filmsets aufgebaut und arbeitet im Caritas-Laden. Große Gesten und Mitgefühl, sogar für Männer. Spotter dein Dumms drumherum, spotter dein Plimpi, spotter dein Klump, spotter dein Fürst von Metternich, spotter dein Henkel, spotter dein Mumm, spotter dein schaumigen Shampoo, spotter dein Rum, weil Rum kriegst du nur mit Bum, Bum, Bum. Also das ist halt sehr rund. Wenn du das auf Hochdeutsch machen würdest, wäre es ein bisschen kantig. Das Video zu Bass hat sie im Ziegelwerk ihres Dorfes gedreht. Rap war schon zu seinen Anfängen immer Klang der Heimat. Bei meiner Mutter und die Generation davor, die hatten nie die Chancen. Die waren halt an die Kinder gebunden, an daheim. Meine Mutter ist eine extrem kreative Frau, spielt 3 Instrumente, malt, schreibt Poesie. Das hat die uns alles mitgegeben. Aber sie kann es halt nie zu Geld machen oder sich damit verwirklichen. Und das hat mich halt inspiriert zu sagen, okay, wir haben jetzt eine andere Zeit. Ich lebe es vor, dass es möglich ist. Mit Mitte 20 war sie Modellbauerin für Hollywood, drehte mit Roland Emmerich in Namibia. Heute ist ihr ganzes Leben ein Independence Day. Sie denkt sich jeden Tag was Neues aus, hat eine Boombox gebaut, die sie Gassi führen kann. Und sie hat ein Jodeldiplom. Begonnen habe ich tatsächlich 2008 damit während eines Selbstfindungstrips durch Afrika, durch Namibia. Und habe da halt viel lokale Musik gehört, bin dann in diesen Local-Bussen mitgefahren mit einer zerkratzten CD, wo die halt einfach ja, in einem Slang gesungen haben und halt das Element Kehlkopfschlag mit einbaut haben. Das ja, Mama. Und dann dachte ich mir, das kommt mir sehr bekannt vor, das ist ja wie daheim. Sie machte einen Jodelabschluss und ging auf Welttournee. Und jetzt wieder alles neu. Andere versuchen es mit Autosuggestion. Sie ist die Meisterin im Autotuning in harten Zeiten. Ich bin ja die First Lady des Bavarian Rap, also wirklich die erste bayerische Rapperin. Wie setzt das um? Wo ist die Zeit überhaupt? Ich habe 2 Jobs, ich muss meine Kinder durchfüttern. Zu Corona-Zeiten noch, du hast kein Income.
Es gibt keine Clubs, es gibt keine Auftritte. Wie gesagt, dieser ganze Erfahrungsschatz, das möchte ich andere weitergeben und motivieren und inspirieren. Das kann man halt super in einen Rap-Song packen. Ihr neues Video entstand im Wohnzimmer. Von Hollywood zur Hallertau, Puttenhausen, Swaggy Town. Wenn es eine schafft, dann Ria. Jetzt oder nie oder rest in peace.